internationale Plan als d'Œuvre ganz schnell akkreditiert gin bei den großen internationalen Hilfsfonds, die Moyen en masse hatten, Geld an Lebensmittel und so weiter, alles was gebraucht ging hast, wie zum Beispiel die Internationale Rote Kreuz oder die United Nations Relief and Rehabilitation Administration. D'Œuvre gouf aber auch ganz schnell zum privilegierten Ansprechpartner von einer ganzen Reihe von Hilfsfonds, die schon während dem Krieg von Lützeburger Auswanderer oder ihre Nachkommen am Ausland gegründet waren. An die sind eben von der Œuvre Grande Duchesse Charlotte, von der so wird kanalisiert gehen, für sie auf Lützeburg zu bringen, wo d'Œuvre die Guide dann verdeelt wird, ob die Einzelorganisateuren im Terrain, die sich die Evakuiert gekümmert haben. Und da wären wir dann auch schon eben nationalen Plan, wo d'Œuvre an Aktion tritt. D'Œuvre selber hat aber auch zu Lützeburg gesammelt. Sie goufen unterstützt von einer helle Wul von Privatleit. Ich nenne just einen von einer ganzen Abzuhl von Beispielen. Den Auguste Tremont hat eine Medaille gemacht, die in der Œuvre zur Verfügung gestellt wird, die aus der Verkauf ging, zugunsten von der Œuvre. Es sind aber auch Firmen, die d'Œuvre unterstützen. Mit dem Ende vom Krieg kommen für d'Œuvre neue Prioritäten und neue Defizite. Sie kümmert sich dann die solche rapatriiert. Das sind da ungefähr 35.000 ehemalige KZ-Häftlinge oder Leute, die an deutsche Prisungen sitzen, zwangsrekrutierte Leute, die an den Reichsarbeitsdienst verschläft waren oder deportierte. Bref, rund 35.000 Leute, die nach dem Krieg heimkommen, aber wo die meisten von ihnen außer die Kleider, die sie Leib hatten, nicht mehr hatten. Und natürlich sie also müssten die Leute kümmern. Das möchte d'Œuvre auf vielerlei Hinsicht. Viele von den Repatriierten sind nämlich zum Beispiel an einem schlechten physischen Zustand gewesen, die haben medizinische Hilfe gebraucht. D'Œuvre organisiert für sie Kuren an der Schweiz, zu Arosa oder zu Leysin, an verschiedene Sanatorien. Oder sie sucht dafür, dass die Leute kommen an interalliierte Rekonvaleszenzzentren. Dann stiftet d'Œuvre auch eine ganze Reihe von Startkapitalien für Einzelleute, die ihren Betrieb am Krieg müssten zumachen, weil die Preise dazu dezidiert hatten, an die sich eben eine neue Existenz gründen müssen. Wobei es sous-entendu ist, dass wenn die Leute gepackt haben, für nicht auf ihren eigenen Füßen zu stehen, dass sie dann die Subventionen, die sie von der Œuvre gekriegt haben, gingen zurückbezahlen und dass das Geld dann verwendet ging für andere Kriegsopfer zu unterstützen. Und dann kommen wir eigentlich auf eine von den Hauptmissionen von der Œuvre. Sie war nämlich von ihrer Geduld gewesen, auch für Kriegsopfer zu unterstützen, die vom staatlichen Dommage de Guerre nicht oder nicht genug gingen kriegen, für über die Runden zu kommen. Den Moment, wie d'Œuvre von der Regierung 1944 gegründet ist, wurden nämlich zwei Sachen klar. Einerseits, und da waren sich Politiker von allen Parteien, von aller Couleur einig, der Lützeburger Staat misst für den Dommage de Guerre sowohl für die korporellen Dégâts wie auch für die materiellen Dégâts abkommen. Auf der anderen Seite aber war genauso klar von vielen, dass
trotz aller Präkautionen es unvermeidbar wäre, dass aber Leute da wären, die zwar vom Verstand hier, vom menschlichen Verständnis hier Recht hätten auf der Mächte Gär, wie die leider auf keinen von den juristischen, legalen Kriterien von der Mächte Gär gingen passen. Das sind die sogenannten Härtefälle. Für die Fälle abzufangen, war die Grundidee für neben dem staatlichen Domächte Gär, von dem ich wusste, dass es eine schwerfällig bürokratische Struktur ging, dass den daneben eine privat rechtlich organisierte Association sans but lucratif ging gründen, die viel mehr suppel kind agieren, weil sie nicht als privaten Organisateur und die staatlichen Vorgaben und die rigoros staatlichen Vorgaben gehalten werden. So hat zum Beispiel ein Mann, der war schon vor dem Krieg und Asthma erkrankt. Während dem Krieg wird da geputzt von der Gestapo, weil eine antipreisige Propaganda betrieben wird, und er kommt auf Sachsenhausen an KZ. Gott sei Dank hat der Mann da die verlieft, aber wie in Rememo Plötzlich kennt, also zu 100% arbeitsunfähig. Den staatlichen Dommage de Guerre schickte bei den Kontrolldoktor. Den ist auch d'accord für 30% vom Mann seinem Asthma auf seinen Aufenthalt am KZ Sachsenhausen zurückzuführen. Das heißt, dass der Mann vom staatlichen Dommage de Guerre just eine Rente für 30% gekriegt hat, was er nicht hätte leben können. Aber da ist dann die Övre, die anspringt und die lädt die fehlenden 70% drauf. Eben für die Leute springt die Övre dann an mit den sogenannten hinterbliebenen Renten, von denen sie da ein paar Tausend an den Jahren nach dem Krieg ausbezahlt. Für die ganzen Kriegsrenten durabel zu finanzieren, hat die Övre natürlich konsiderable Moyens gebraucht. Und auch da hat die Regierung schon bei der Gründung von der Övre 1944 vorgesehen, an dem sie der Övre das Monopol von der Nationallotterie zuerkannt hat und auch gleichzeitig mit der Teilschicht von der Resetten von der Nationallotterie für sie reserviert hat. Heute bezielt die Övre just nach 8 derer Kriegsrenten. Und es stellt sich die Frage, brauchen wir die Övre überhaupt noch, nachdem sie ihre Mission erfüllt hat? Können sie nicht eventuell liquidieren, weil es kein Kriegsopfer mehr gibt, außer denen, wie gesagt, 8 Fälle, wo die Övre nach bezielt. Eine Möglichkeit, behält die Solidaritätsstruktur, die die Övre ist, behält die bei. Und es gibt hier einfach neue Missionen, neue Objektive. Aber Gott sei Dank, muss ich sagen, haben sich die Responsablen 2009 dafür entschieden, die zweite Option zu ergreifen. Zante hier als die Övre tätig an einer ganzen Reihe von Domänen, hauptsächlich 5 sozialen Domänen, also Sozialwirker, die sie unterstützt. Sie unterstützt Projekte am Bereich Umwelt, sie unterstützt Projekte am Bereich von der Kultur, von der Gesundheit, am dem Sport, respektive von der Memoir. Dabei unterstützt sie nicht egal wie ein Projekt,
Mit dat muss ich schon Projekte sinn, die vun Assoziationen und sie Rugedrohe gin. A von allem muss net Projekte sinn, die eigentlich ihrer Grundphilosophie, diese seit 1944, seit ihrer Gründung für 75 Jahre, für mehr wie 75 Jahre erfüllt wird, nämlich es müssen Projekte sein, die sozial responsabel sind, die Solidarität unter den Menschen fördern, Projekte noch, die sos nicht vom Staat oder von sos engem Organisateur gingen unterstützt gehen. Die sieht also da, dass nach wie vor dieselbe Überlegung wie direkt nach dem Krieg, und das Haut noch immer aktuell wie je. Oder vielleicht sogar Haut mehr aktuell wie je.